Ja, hallo Leute, hier ist wieder der Lower Coach. Law, the Law of Attraction, das Naturgesetz der Anziehung, was du selbst aussendest mit deinen völlig frei gewählten Gedanken, Gefühlen und Überzeugungen, das bekommst du in entsprechender Form zurück. Was du sähst, das wirst du ernten. Ich möchte dir heute ein paar Tipps geben von den Dingen, die du unbedingt vermeiden solltest, die dich runterziehen, die dein Glück gefährden. Nummer 1 ist: Stoppe, Nachrichten zu schauen. Hör auf damit, Nachrichten zu schauen. Die Nachrichtensender fokussieren sich auf das Negative in der ganzen Welt, dramatisieren es auch noch, fokussieren sich darauf, untermalen es vielleicht noch mit bedrohlicher Musik oder Kommentaren, der Hiobsbotschaften und Katastrophen, Zukunftsanalysen für Katastrophen und allen möglichen. Befreie dich davon. Sage dir, mein Glück ist mir wichtiger als Informiertheit. Meine gute Laune ist mir wichtiger als Informiertheit. Ich kann sowieso nur mich selbst verändern. Warum soll ich mir die negativen Dinge in der Welt reinziehen? Ich kann selbst das Vorbild dienen für Wertschätzung, für Liebe, für Hoffnung, für Freude. Was andere machen mit ihrem Leben, das geht mich gar nichts an. Und schon gar nicht die Dinge, die was auf der anderen Seite der Welt passieren, gehen mich nichts an. Ich kann die Dinge nicht verbessern, indem ich mir die Nachrichten reinziehe. In meiner Verantwortung ist, dass ich selbst gute Laune habe. Und mit dem Reinziehen von Nachrichten entziehe ich mir meine gute Laune. Und ich tue niemandem damit einen Gefallen. Darum stoppe, die Nachrichten zu schauen. Zippe weg. Man kann schon fast sagen, stoppe, den Fernseher einzuschalten. Weil egal, zwischendurch kommen immer negative Werbeblöcke, wo sagen, du musst dich gegen das schützen und gegen das schützen und gegen das schützen. Und dann kommen schnell die Nachrichten hinein. Wenn du unbedingt Fernsehen willst, dann such dir die Filme raus, am besten die ohne Werbeunterbrechung sind, oder kauf dir CDs und schau dir gute Filme an, DVDs und schau dir gute Filme an. Oder spiel ganz einfach mit deinen Kindern, mit deinem Haustier, geh in ein Lokal und treff dich mit deinen Freunden, geh in die Natur, mach Sport, besuche Musikveranstaltungen, mache selbst Musik, höre Musik. Es gibt 1000 Dinge, die du machen kannst. Du musst nicht Fernsehen. Reduziere das Fernsehen und wenn, dann schaue dir aufbauende Filme an. Höre auf dein Gefühl. Es sagt dir, ob du am richtigen Weg bist. Sobald du irgendwie negative Dinge hörst, ignoriere es und schau auf das Positive in der Welt. Das Positive in der Welt ist weit, weit überwiegend. 99,99% in der Welt sind positiv. Nur dieses 0,01% in der Welt läuft negativ. Aber die Nachrichten, die Fernsehsender fokussieren sich darauf. Sie produzieren Angstmache. Die Massen
beschäftigen sich damit, aber du steig aus dieser Negativspirale. Sage dir, mein Glück und meine Freude und meine Gesundheit ist mir wichtiger als Informiertheit. Ignoriere die Tageszeitungen, die Frontseiten der Tageszeitung. Wenn du schon Tageszeiten schaust, dann schau hinter den Sportteil und den Kulturteil und ignoriere den Rest. Wirklich, ich rate dir, zieh dir keine Nachrichten mehr rein, im Fernseher, im Radio, in Zeitungen, schaue auf das Positive. Sage dir, ich reagiere nur noch auf das Positive. Ich ignoriere das Negative. Wenn du irgendwo auf einen Stammtisch sitzt oder auf der Straße jemand triffst und der will über Negatives reden, dann sag dir, tut mir leid, ich habe gerade keine Zeit. Wenn du am Stammtisch sitzt und es ist ein negatives Gespräch, dann versuche es in eine positive Richtung zu lenken. Und wenn dir das nicht gelingt, dann steh auf und gehe. Sage dir, meine gute Laune ist mir das Wichtigste. Schaue auf das Positive in der Welt. Das Positive überwiegt bei weitem. Übe dich darin, auf das Positive zu schauen, auf das Aufbauende, auf das Fröhliche, auf das Kreative, auf das Wertschätzende, auf das Hoffnungsvolle, auf das Glückliche. Gerne helfe ich dir als Lower Coach, damit du deinen Fokus wieder bewusst verändern kannst zum Positiven, damit du wieder glücklicher und glücklicher werden kannst. Melde dich bei mir, ich coache dich gerne ein paar Wochen, damit es dir wieder besser und besser geht. Ciao.